Wie letzte Woche gehört, ist der Sam jahrelang als Richter über Israel eingesetzt gewesen. Er hat Israel durch Höchst und Tiefs, Kriegs- und Friedenszeiten begleitet. Trotzdem wollten die Israeliten nicht mehr anders sein als die anderen Völker. Sie wollten auch einen König. Der Sam als Richter und Prophet hat ihnen nicht mehr gelangt. Darum hat Gott am Sam den Auftrag gegeben, einen Mann zu finden, den er zum König salben kann. Das ist ihm zwar nicht leicht gefallen, trotzdem hat er treu den Auftrag umgesetzt. Mit dem ersten König, Saul, ist es leider schief gegangen. Nach kurzer Zeit hat ihm der Sam verkünden, dass er als König abgesetzt ist, weil er nicht auf Gott gelost hat. Mit dem zweiten König, wo der Sam salbt, fängt in der Geschichte von Israel eine neue Zeitrechnung an. Die Zeit vom König David, einem Hirtenbub und Sohn von Isai. Ja, und der David, den ihr jetzt hier seht, der ist weltberühmt. Das ist der David von Michelangelo. Ich kann mir sagen lassen, man spreche aus Michelangelo. Und der ist Anfang 16. Jahrhundert in Florenz geschaffen worden. Und er gilt als ein Meisterwerk von den Skulpturen, von diesen Statuen. Und er steht auch heute noch in Florenz. Und vielleicht hast du ihn ja auch schon gesehen. Der David, der ist weltberühmt. Aber seine Geschichte hat viel unscheinbarer gestartet. Er ist eigentlich fast übersehen worden. Wie wir gehört haben, ist der Samuel eher widerwillig aufs Geheiß von Gott, weil er hat ja seine Stimme gehört, zu dieser Familie vom Isai gegangen, in das Dorf, und hat gesagt, ich suche einen neuen König. Und er hat bei dieser Familie vom Isai gesucht, weil ihm das so gesagt worden ist. Und es hat ihn eigentlich gestresst. Und als ich den Text nochmal gelesen habe, ist mir auch bewusst worden, wieso. Wir müssen uns schon mal vor Augen führen, es hat sich dabei eigentlich schon fast um einen regelrechten Aufstand gehandelt. Also da war ein König, der geherrscht hat, der Saul. Und stell dir vor, ich glaube nicht, dass es so gut kommt, wenn irgendwo rauskommt, dass du als Prophet jetzt da einfach einen neuen Gast salben. Die von euch, die Game of Thrones oder so schon mal gelesen haben oder geschaut, die wissen, wie das so ist, wenn die Fights losgehen, oder? Das ist nichts Schönes. Und so verstehe ich irgendwie am Samuel seine Ungewissheit, aber er macht es, weil er Gottes Stimme will treu folgen. Und wir lesen dann, was passiert. Kapitel 16 vom 1. Samuel ab Vers 6. Als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab. Und er dachte, das ist bestimmt der, den der Herr als König auserwählt hat. Doch der Herr sagte zu ihm, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Schon ein guter erster Moment zum Innehalten. Der Sam, wir wissen es aus der Geschichte, hat die Stimme von Gott gehört. Aber gleich passiert ihm da etwas. Er lässt sich nämlich durch seine Augen leiten. Nicht durch seine Ohren, sondern durch seine Augen. Weil er sieht, dass der Eliab gross ist, stark und denkt, das ist ein perfekter König. Weil so sieht ein König aus. Zum Glück hat er auch die Stimme von Gott gehört. Weil der redet zu ihm in dem Moment und sagt ihm, pass auf, das könnte dich auf den Holzweg führen. Lass dich von dem nicht beeindrucken, weil ich, Gott, schaue auf etwas anderes. Ich schaue aufs Herz. Die Frage an dich und an mich, was leitet uns? Wollen wir uns von unserem Blick leiten? Wo sind wir so gefangen in dem, was wir sehen? Und das prägt unsere Realität, unsere Handlungen, unsere Entscheidungen. Das Vorurteil, das wir mit unseren Augen fällen. Gerade auch in diesen Zeiten, wo wir stehen. Ich glaube, es ist ein guter Ruf, zu trainieren, auf Gott zu hören. Und das ist mega einfach gesagt. Ja, wie macht man denn das? Vielleicht ein einfacher erster Schritt. Geh näher zu Gott. Das kannst du im Gebet tun. Dreh dich um ihn. Kreis um Gott, indem du dir Zeit nimmst für ihn. Und ich glaube, das ist die Stimme von Gott anfangen, zumindest von deiner Seite her, wahrnehmen. Sag ich bin näher an dem Gott dran. Ich gebe ihm meine Zeit, sodass er kann reden, wenn er möchte. Ich fokussiere mich auf ihn und auf das, was ich aus den Texten, aus der Bibel heraus von ihm lerne. Und dann vielleicht auch zu beten, dass du kannst die Herzen sehen mit Gottes Augen oder die Menschen sehen mit Gottes Augen und nicht mit deinen eigenen.
Die Geschichte geht dann weiter und es ist noch spannend. Also er hört Gottes Stimme und merkt, okay, es ist der falsch. Und dann wird erzählt, wenn er immer wieder in die gleiche Falle tappt. Weil dann kommen alle 7 weiteren Brüder und die werden da ihm vorbeigeführt und jedes Mal passiert das Gleiche. Er denkt, das ist er nicht, weil jetzt der ist, oder? Und Gott sagt, nein, es ist er immer noch nicht. Nein, es ist er immer noch nicht. Also so, das braucht manchmal dann ein bisschen Training, oder? Bis mal an den Punkt kommt, wo es klappt. Und dann sagt der Samuel, aber sind das wirklich alle von deinen Söhnen, Isai? Und dann sagt der Isai, nein, weißt du, der Jüngste haben wir gar nicht da geholt, weil der ist Hirtenbub, der ist auf der Weide. Und dann ist der Samuel so weit, dass er versteht, was Gott will sagen und sagt, lass ihn sofort anholen. Ich muss ihn da haben. Und so kommt der Jüngste, der Hirtenbub, der Minderjährige, T-Churchler, gell? Gerade so frisch steht dabei, oder? Der, den man nie als König gesehen hat. Und es ist der Anfang von einer Berufungsgeschichte. Der Samuel salbt ihn zum zukünftigen König. Es geht dann allerdings nicht so schnell. Zum lange Geschichte kurz zu erzählen, der David bleibt Hirtenbub. Eines Tages wird er allerdings an den Hof vom König gerufen, weil der König Saul, damals immer noch König im Amt, der hat Gefühlsverstimmungen gehabt, Depressionen können wir wohl auch sagen. Er hat gekämpft mit Dämonen, mit Macht, mit Schwierigem, mit seinen Emotionen. Er hat immer auch Wutausbrüche gehabt. Und er hat gesagt, ich brauche ein Harfenspiel am Hof. Und man hat ihm den David gebracht, weil er ein talentierter Spieler war. Ich nehme an, er hat ihn gar nicht gekannt. Aber der junge Bursch hat ab und zu für den König gespielt und hat so ihm geholfen, dass er oben runterfahren konnte. Dass er seine innere Mitte finden konnte. Das war so die erste Begegnung. Aber der David war zwischendrin immer wieder am Schafhüten. Und dann kommt der Moment, wo der Vater ihn holt und sagt, du, ein paar von deinen Brüdern sind mit dem Heer von Saul im Kampf ein weiteres Mal gegen die Philister. Und bring ihnen doch ein bisschen Verpflegung. Geh sie besuchen, frag sie, wie es ihnen geht. Gib mir Bescheid nachher. Ich schicke dich, kleiner Laufbursche. Und so kommt der David an das Kampfesgebiet an, wo sich die Israeliten wieder mal den Philister gegenüber gesehen haben. Also in so einem Tal auf der einen Seite sind die Israeliten gelagert, der Saul mit seinem Heer, auf der anderen Seite die Philister. Und er kommt dann dort mit über, dass es gerade eine ziemlich bedrückte Stimmung ist. Und zwar ist seit 40 Tagen etwas umgehen. Seit 40 Tagen kommt ein Ries. Und ja, man kann von einem Ries reden. Er ist knapp 3 Meter groß. Namens Goliath, aus der Reihe von diesen Philister. Und er steht vor das Heer an und er hebt über das Tal hinein und er ruft und verleumdet das Volk von Israel. Er lästert dem Gott von Israel. Und er ist eine gewaltige Erscheinung. Er hat einen 60 Kilogramm Brustpanzer an und einen Speer wie ein Weberbaum. Man muss sich das mal vorstellen. Das ist dann wirklich beeindruckend, oder? Ich weiss nicht genau, wie die aussehen, aber ich nehme an, einen richtig gewaltigen Baum, oder? 40 Tage lang. Und was wir lernen ist, für die Israeliten ist das eine unüberwindbare Aufgabe. Die haben nämlich Angst. Sie fürchten sich. Und jetzt da will ich einen weiteren Unterbruch machen und dich mitnehmen und dich fragen, hast du auch so Riesen in deinem Leben? Ich vermute nicht, dass irgendjemandem von uns ein 3 Meter grosser Mann mit einem Brustpanzer an 60 Kilo so täglich vorne steht und ins Gesicht lästert. Wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir die Riesen umdeuten, dann glaube ich, kennst du und ich in unserem Leben auch so Riesen, die im Moment vielleicht in unserem Weg stehen. Das sind oftmals Riesen von den Gedanken, die uns auch Verleumdungen, Lästerungen zurufen. Vielleicht über uns selber, vielleicht über wer wir sind. Vielleicht über Situationen, in denen wir stehen. Und du denkst, hey, das ist unüberwindbar. Ja, es bedroht dich richtig. Vielleicht sind es Lästerungen vom Zweifel über dein Leben. Vielleicht sind es Aussagen darüber, dass deine Situation sowieso hoffnungslos ist. Dass da, wo du stehst, im Moment kein Ausweg mehr möglich ist. Dass deine Arbeitslosigkeit, die droht, dich wird in Schlund, in Abgrund hineinreissen. Dass die Single-Sein nie wirst überwinden. Dass du nicht wirst glücklich leben können in dieser Situation, wo du stehst. Dass deine Ehe, die am Kriseln ist, keine Chance mehr hat. Dass die Überlastung, die du erlebst, dich wird runterziehen. Dass du es nicht wirst packen. Dass du die Nöte, die du in deiner Familie erlebst, die Konflikte in deinem Umfeld, dass die werden zu einem grossen Desaster führen. Du siehst keine Hoffnung. Angst überkommt dich. So Sachen kennen wir im Leben, die können uns auch fertig machen. Wie der Goliath, der hat die Israeliten fertig gemacht. Aber die Geschichte nimmt eine spannende Wendung. Und was dann folgt im Kapitel 17, ist, ich nenne es ein Kontrastprogramm. Und ich werde euch auf 3 so Kontraste mitnehmen, wo wir dann entdecken in dem Text, wenn man den mal so durchliest.
Und es ist ein Kontrastprogramm, was passiert, wenn Gottes Blick in den menschlichen Blick hineinkommt. Der Kontrast 1 ist der Kontrast zwischen Angst und Furchtlosigkeit. Vers 11 und Vers 24 sagen, der Saul und seine Soldaten haben Angst gehabt, und zwar am ersten Tag, ab dem Goliath. Angst lähmt. Angst ist nie ein guter Ratgeber. Angst kennst du und ich sicher, und es hat auch eine positive Seite. Es macht uns nämlich alarmbereit. Es setzt uns so ein bisschen in die Stimmung, okay, ich kann jetzt mich nicht einfach treiben lassen. Ich will es nicht einfach per se als absolut schlecht darstellen, aber am Ende, wenn die Angst überwiegt und sie dich in die Handlung treibt, dann ist es nie gut. Und im Kontrast zu dem haben wir den David, und der ist furchtlos. Vers 32 sagt uns das. Und er drückt das zuerst noch interessant aus. Nämlich indem, dass er kommt in das Kampfesgebiet, alle sind verrenkt, steigt, niemand hat Mut. Und er wagt sich doch dann einfach so die Frage zu stellen unter diesen Soldaten, alle älter als er, so, wie viel ist der Preis, den man bekommt, wenn man gegen den Goliath antritt? Und man liest ihn so, wie er Auskunft bekommt, aber er hat das nicht mal seine Brüder gefragt. Aber wo die Brüder das hören, dann werden die dann hässig. Was für ein arroganter kleiner Schnösel. Der hat ja keine Ahnung, der kommt von der Weide. Und der wagt sich die Frage zu stellen. Was hat denn der das Gefühl? Wir alle haben Angst. Und es irritiert sie. Die Haltung von David irritiert. Später sagt er es dann sehr offen dem Saul, als er ihn vor den Saul gebracht hat, sagt er ihm, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich trete dem gegenüber. Und was ich so daraus herausnehme, ist, Furcht lähmt immer, aber dort, wo man mit dieser Angst einen Umgang findet oder eben sie überwindet, dort kann man in die Aktion kommen. Der David macht das. Und das Zweite ist, wenn wir wieder in dieser Berufungsgeschichte sind, wenn du in deiner Berufung anfängst zu laufen und Schritt machen, ohne überheblich zu werden dabei, das ist auch eine Gefahr, auf die kommen wir noch, dann kann das andere irritieren. Es kann sie dazu bringen, auch gewisse Fragen zu stellen. Ja, bis hin, dass sie sich ein bisschen aufregen und sagen, was machst du jetzt eigentlich? Es kann irritieren, weil es vielleicht so auffällig wirkt. So, da kommt jemand und macht es anders. Das ist der erste Kontrast. Dann haben wir einen zweiten Kontrast zwischen zwei Personen, einem Saul und einem David. Und es geht um ihren Blickwinkel. Der Saul steht dann vor dem David und der sagt, ich habe keine Angst. Und der Saul, das wird uns schön beschrieben, er sieht im David ein Kind. Seine Augen sagen ihm, das ist ein Kind. Du bist ja fast noch ein Kind. Fast noch ein Kind, also eigentlich ein Kind. Und Kinder kämpfen nicht und Kinder schicken wir auch nicht. Und er folgert, das ist unmöglich, du kannst nicht gehen. Der David steht vor ihm an und sagt ihm, mit seinen Augen, wenn er sich sieht, ich bin wohl nicht ein Kind. Ich bin ein Hirtenbub, ein Schafhirt. Und ich habe gekämpft mit Löwen und mit Bären. Ich bin kurz recherchieren. Der syrische Braunbär, der ist so in dieser Gegend ansässig. Damals war. Heute weiss ich nicht, wie viel es noch gibt. Das ist durchaus ein Gefährt, oder eben ein Tier. 260 cm groß könnte werden und 500 Kilo schwer. So ein rechtes Möbel. Der David weiss, wer er ist. Er hat die richtige Sicht über sich. Er kennt seine Identität und das ist entscheidend. Und darum kann er sagen, ich bin nicht einfach ein Kind. Ich habe mit Bären gekämpft. Die falsche Sicht über dich selber zu haben oder über deine Situation zu haben, die zeigt dir Unmöglichkeiten auf. Das führt immer ins, das ist nicht möglich. Aber dort, wo du deine Identität entdeckst, wo du kennst, wer du bist, wo du weißt, wer du bist, immer ohne falsche Selbstüberschätzung, dort tun sich Türen auf. Kontrast Nummer 3. Das mal zwischen dem Goliath und dem David. Und auch da wieder ist der Blickwinkel. Der David darf dann also gehen. Es nimmt mich Wunder, wie sich der Saul dabei gefühlt hat. Aber der David darf dann gehen. Und er zieht also dem Goliath entgegen, der gerade wieder am Schlötter liegt und Verleumdung am Rufen ist und so richtig sich aufspielt. Eine imposante Erscheinung. Ich glaube, wir alle hätten Angst. Und der David kommt ihm entgegen. Und wir sehen, wie sie einander anschauen. Und der Goliath, der sieht in sich selber als allererstes natürlich einen kräftigen Mann. Er hat schon gedacht, er weiß, wer er ist. Und im David sieht er genau gleich wie der Saul. Ein Kind. Und jetzt ist spannend. Seinem Gegenüber, dem Kind in die Augen zu schauen, das macht etwas mit ihm. Er hat eine falsche Sicht über den David. Er hat keine Ahnung, was der David wird bewerkstelligen. Aber er fühlt sich so demütigend. Stell dir das vor, du bist so ein Kämpfer, oder? Und du willst kämpfen. Und dann kommt das Kind. Er fühlt sich demütigt. So weit, dass er sich zu der Aussage hier reissen lässt. Und jetzt macht es etwas mit seiner Identität. Bin ich denn eigentlich ein Hund? Dass ihr mir ein Kind gegenüberstellt?
Der falsche Blick vom Goliath macht schon mal etwas mit ihm. Seine Identität, seine Wahrnehmung von sich selber wird in Frage gestellt. Bin ich wirklich ein Mann oder bin ich ein Hund? Das Geringste, was es gibt, ein Viech, ein Tier. Dass ihr da einen Hirtenbub schickt. Ja, genau, einen, wo man einen Stein anrühren kann, dass ich wegrenne oder was. Wie ein Hund, der kommt. Die Sicht, die macht etwas mit dem Goliath. Und ich stelle mir vor, dass er ganz anders gestanden ist. Der David wiederum, der sieht sich nicht als ein Bub, sondern als ein Mann mit der Hilfe vom Herrn. Vers 37 sagt uns das. Ich komme mit der Hilfe vom Herrn. Ich muss nicht kommen mit Waffen und Lanze und Speer. Ich komme mit der Hilfe vom Herrn. Und während dem Goliath seine Identität oder der Kontrast von diesen zwei Figuren geschwächt wird, weiss der David, wer er ist. Und er tritt mutig in den Kampf ein. Es geht so viel darum zu wissen, wer du bist. Ich komme nochmal zurück zum Anfang. Bis nahe bei Gott. Dort kannst du das entdecken. Dreh dich um ihn. Gewinn seine Sicht über dein Leben. Über deine Herausforderungen, über deine Riesen. Und was bleibt, ist natürlich die grosse Frage nach der Berufung. Und seien wir ehrlich, wenn der David nicht berufen und gesalbt gewesen wäre, könnte die Geschichte wohl recht katastrophal enden. Weil zwischen Selbstüberschätzung und Mut, oder ich muss anders sagen, es ist ein schmaler Grat zwischen Selbstüberschätzung und Mut. Es ist ein schmaler Grat zwischen Mut, gesundem Mut und Wahnsinn. Und ich glaube, diese Geschichte hätte in die Hose gehen, wenn der David eigenmächtig gehandelt hätte. Wenn er nicht gesalbt gewesen wäre, wenn er nicht berufen gewesen wäre. Eingesetzt. Aber weil der David berufen war, hat Gott ihn brauchen. Und wir kennen alle, wie die Geschichte ausgeht. Steinschleudern gegen den gewaltigen Kämpfer und das Volk der Israeliten hat gewonnen. Jetzt zu dem kannst du nicht viel machen. Vielleicht denkst du das manchmal auch, ja, wer beruft mich denn? Wo ist meine Berufung? Ich suche sie schon das Leben lang. Ich weiss nicht, wie ich sie finde. Und ich glaube, dieser Teil vom Berufen, eben, den lässt du lieber sein. Wir werden gerade noch auf das kommen. Das machst du besser nicht selber. Dräng nicht etwas hin. Aber du kannst einen anderen Teil fokussieren. Das ist deine Identität zu kennen. Dich im Licht von Gott anschauen. Näher bei Gott sein. Auf seine Stimme lernen, hören. Das trainieren. Und in dem hinein wird eben sich deine Sicht im Kontrast Richtung David verändern, in diesem Kontrast. Das ist wichtig. An dem kannst du arbeiten. Nicht an der Berufung, aber an dem, dass du eine Frau und ein Mann nach dem Herz von Gott bist. Es klingt so simpel. Aber am Schluss ist es ein tägliches Dransein. Und dann komme ich eben zum anderen. Beruf dich nicht selber. Berufung ist ein Thema, das ja viele Fragen auslösen kann. Und vielleicht sagst du mal, für mich ist klar, was meine Berufung ist. Und gerade so in den Kreisen der Gläubigen ist das ein grosses Wort. Und wenn einer seine Berufung gefunden hat, dann ist er ein, oder? Und wir sehen so Vorbilder, denken, ja, die laufen voll ihrer Berufung. Und ich, wer bin denn ich? Berufung löst viele Fragen aus. Wie finde ich sie? Ich höre sie nicht wirklich. Wieso beruft Gott andere und mich nicht? Und eine Abkürzung, die sich einem dabei immer wieder anbietet, ist die, dass man sich selber anfängt zu berufen. Das kann man tun, indem dass man sich anfängt, die Positionen eindrängen, wo man einfach gerne drin wäre. Vielleicht aus Neid, vielleicht aus dem Denken, wow, der andere macht das so gut und der gewinnt so viel dabei. Man sieht ja meistens nur das Schöne und die Lasten, die die Personen tragen, nicht. Indem dass man sich Türen selber aufstößt und versucht, selber in ein neues Gebiet zu laufen. Indem dass man manchmal auch anderen nacheifert aus falschem Motiv. Ja, manchmal kann der Gedanke aufkommen, vielleicht muss ich Gott ein bisschen helfen, oder? Ich will dir heute sagen, tu das nicht. Das ist für mich eines der grössten Prinzipien in meinem Leben seit vielen Jahren. Ich will mich nicht selber berufen. Ich will mich nie selber berufen, wenn es um Aufgaben geht. Ich will, dass das die Gesalbten machen. Der David war gesalbt. Ich will, dass das die machen, die dürfen salben. Der David war selber gesalbt. Er war berufen. Die Salbung ist ein Akt der Legitimation im Alten Testament. Und es hat der Priester oder der Prophet gemacht. Und sie haben das immer im Auftrag von Gott gemacht. Und im Fall von David ist sogar Gott, der dann das bestätigt durch die Erfüllung vom Heiligen Geist, der auf den David kommt. Und ich glaube, auch heute funktioniert das so, dass Menschen andere in ihrer Aufgabe, in ihrer Autorität, die sie haben, können berufen und die Aufgaben hineinsenden. Und natürlich kann Gott auch berufen. Er kann das auch direkt machen. Meistens ist es am besten, wenn man das noch bestätigen lässt. Aber stoss nicht selber Türen auf. Und vielleicht stehst du gerade jetzt dran, denkst, das wäre die Chance, beruf dich nicht selber. Ich will dir das heute zurufen. Dann, wenn der Ruf von Gott kommt, dann lauf mutig. Dann geh in deiner Identität. Harr auf ihn und such deine Identität bei ihm. Und
Und jetzt denkst du vielleicht, ja gut, dann bin ich halt doch einer von denen, oder eine von diesen Unberufenen fürs Leben lang und ich bin so für das zweitklassige Dasein verurteilt und dann möchte ich dir heute eine gute Nachricht bringen. Das ist meine tiefste Überzeugung und eine Leitlinie, wonach ich meinen Glauben ausrichte. Und ich rufe dir heute zu, jeder von uns ist berufen. Wenn du irgendwann in deinem Leben den Ruf von Jesus gehört hast, der sagt, folg mir nach, dann bist du berufen, ihm nachzufolgen. Das ist der erste Ruf. Und ich zeige das immer sehr gerne an dem Dreieck auf. Ich nenne das Berufungspyramide. Und man könnte sie aber auch vergleichen mit einem Eisberg. Es ist wie ein Eisberg, der so schwimmt, oder? Und ein Eisberg hat eine Eigenschaft, nämlich, dass er nur einen kleinen Teil über Wasser hat. Der grösste Teil vom Eisberg, der bleibt unter Wasser. Konkret sind das 10-15%, die bei einem Eisberg oben rausragen. Die anderen 85% sind unter dem Wasser. Und das Bild brauche ich, um zu sagen, es gibt zwei Teile der Berufung. Es gibt nämlich eine Grundberufung an alle Menschen. Und das ist die von Gott, dass er sagt, ich will eine Beziehung haben mit dir. Ich will, dass du mir nachfolgst. Ich will mit dir in die Verbindung treten. Oder wie es Jesus dann so schön zusammenfasst, im wichtigsten Gebot, und der Johannes Wirth hat letzte Woche genau diese Textstelle auch schon erwähnt. Wir sehen sie eingeblendet, ich will sie gerne mit euch lesen. Matthäus, Kapitel 22, Vers 37. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist eine volle Berufung. Die hast du und ich. Es geht um dies und mein Herz. Und das ist der wichtigste Teil von unserer Berufung, dass wir Gott lieben mit dem Herz. Dass wir in die Beziehung zu ihm treten. Und dann geht es weiter, und das gehört genau auch da unten hin. Wir könnten das so theoretisch unterteilen, in so zwei Teile. Also lieb Gott. Und dann lieb deinen Nächsten, dein Umfeld. Wie dich selber, lieb dich selber. Lerne deine Identität kennen, die guten Gedanken von Gott über dein Leben. All das da unten drin. Hey, und so oft stolper ich schon in dem hinein. Ich will dir heute zurufen, das ist deine Berufung. Lieb Gott und lieb deinen Nächsten. Und weisst du, wo lebst du die Berufung? Auf den Weiden von deinem Alltag. Dort, wo es manchmal herausfordert. Dort, wo du mit Bären kämpfen musst. Dort, wo es niemand sieht. Wo sie in der Small Group zuerst musst selber erzählen und wieder dich auf den Sockel stellen. Dort, wo es niemand merkt. Aber es ist unsere Berufung. Und da entsteht so viel. Und du bist eine Berufene und ein Berufene, um das zu machen, weil da veränderst du die Welt. Da stellst du alles auf den Kopf. Und dann gibt es, und die Bibel berichtet uns das, und meine Lebenserfahrung vom Schauen um mich herum berichtet uns das, dass es dann spezifische Berufungen gibt. Spezifisch. Das sind meistens die man dann so wunderschön sieht. Das da unten ist Grundberufung. Grund. Und die spezifischen Berufungen sind die grossen Werke von Menschen. Das sind die wunderbaren Town Villages. Das ist das, was man dann so sieht und sagt, wow, Gott braucht die Person. Das sind die internationalen Werke. Das sind die Sachen, die entstehen. Aber weißt du was, es sind 15% von diesen 85, die darunter liegen. Oder in dem Wort von Jesus, er sagt, wer im Kleinen treu ist, dem wird die grossen Sachen vertrauen. Aber fang da unten an. Und das ist heute meine Einladung an dich. Und der David hat das auf der Weide gemacht. Und es hat ihm geholfen, gegen die Riesen anzukämpfen, die einem dann begegnen, wenn es ums Grosse geht. Und ich liebe das Bild, weil es heisst, du und ich, wir sind berufen. In erster Linie, zum Gott zu lieben und unser Umfeld. Und wenn wir das machen, dann laufen wir vollkommen in unserer Berufung. Und manchmal sagt dann Gott, und jetzt will ich dich brauchen. Für eine spezifische Situation. Manchmal sieht man die besser, manchmal weniger. Manchmal ist sie ein Leben lang, manchmal ist sie ein Abschnitt. Und dort kannst du reingehen und reinwirken. Und dann machst du es besser. Und du hast es gelernt auf der Weide vom Alltag. Und dort, wo du vor allem auch dich selber lieben gelernt hast, herauszufinden, wer du bist. Und so komme ich zu meinem letzten Punkt. Da geht es um fremde Rüstungen. Es gibt nämlich noch ein kleines Intermezzo in dieser Davids-Geschichte. Und es ist das, bevor der David dann wirklich in das Tal hineinzieht, dem Goliath entgegen, dann sehen wir, was passiert mit dem Saul und wenn er ihm helfen will. Und er sagt ihm dafür, also okay, jetzt wenn du schon willst, dann gehst du halt. Ich meine, ein Hirtenbub weniger oder nicht, gell? Ist ja dann auch nicht so schlimm, aber weißt du was, nimm meine Rüstung. Und er legt ihm seinen Brustpanzer an, eigenhändig setzt er ihm den Helm auf Bronze auf
Und dann nimmt der David den Schwertgürtel, das war wahrscheinlich 10 Löcher zu weit gewesen, oder? Weil der David noch so schmächtig war, mit dem Schwert dran und hat das anlegen. Und dann heisst es, mühsam hat er versucht, einige Schritte zu machen. Aber er hat kaum gehen. Und dann hat er es erkannt und gesagt, das geht nicht. Ich kann nicht mit deiner Rüstung Saul in den Krieg ziehen. Ich kann mich da drin nicht mal bewegen. Und er hat die Rüstung wieder ausgezogen. Und er hat seinen Hirtenstab genommen. Und er hat seine Steinschleuder genommen. So nichts Spektakuläres. Die alltäglichen Tools, die er benutzt hat, beim Hirten und beim Hüten. Und er ist mit diesen Sachen in seinem Hirtengewändchen auf den Reis zugezogen. Die Versuchung, die wir oft haben können, ist die, dass wir uns mit der fremden Rüstung schmücken. Gerade dann, wenn wir vielleicht auch in die Berufungen reindrängen. Dass wir sagen, ich muss es mit diesen Rüstungen machen, wo ich alles sehe um mich herum. Ich habe ein paar Gedanken zu so möglichen fremden Rüstungen. Es sind so Vorbilder und ihre Methoden, die so gut funktionieren scheinen. Es sind manchmal aufgesetzte Verhaltensweisen, die wir uns versuchen anzutrainieren, die aber einem eigentlich gar nicht passen. Es sind Rollen, die wir reinnehmen wollen, die uns nicht zugeschnitten sind. Es sind Erwartungen von Menschen, die manchmal an uns gestellt werden und wir laufen einfach blind hinein, ohne unser Ohr Richtung Gott zu richten und merken am Ende, es ist einfach anstrengend. Ich komme nicht vorwärts. Es ist wie so ein Gummiband, das mich zurückzieht oder so, wie so eine Rüstung, die mich stört. Ich muss sagen, ich habe keine Erfahrung in dem. Ich habe noch nie so eine Rüstung angehabt. Ich würde zwar in der Kiburg immer gerne mal in so eine einschlüpfen. Einfach nicht in diese Jungfrau, weil die ist krass. Aber so in die Rüstung, wo wir stehen. Ja, und dann, gell, hinter diesen Rüstungen kannst du die eben auch verstecken. Du kannst wie so... Ja, die können dich ja mega gut schützen, oder? Sie können der Sicherheit vorgaukeln, aber am Schluss lähmen sie die faktisch. Ich meine, unsere Gruppe von Menschen, die Heime in den Locations hier vor Ort ist zu gross, dass ich jetzt alles Beispiele nennen könnte, die dich betreffen. Aber ich bete, dass der Heilige Geist dir zeigt, was das bei dir ist. Die Rüstung, die lähmen können. Und ich will dir heute zurufen, leg deine Rüstung an. So wie das der David gemacht hat. Er hat als David, als Hirtenbub in den Kampf ziehen. Jung und unerfahren. Aber berufen und gesalbt. Und mit einem vertrauenden Herz. Such die Nähe von Gott. Auf den Feldern von deinem Alltag. Auf den Hüteweiden von deinem Alltag. Und dann find deine Stärken dort drin. Mach dich mit ihnen bekannt. Und ja, vielleicht musst du dich auch mit ihnen versöhnen. Weil manchmal sehen sie so im Vergleich so kleinlich aus, gell? Oder so nicht wertvoll. Und so möchte ich dich heute fragen, welche Rüstung musst du ablegen? Welche bist du vielleicht gerade in der Gefahr, um gerade reinzusteigen in dem Moment und merkst, nein, ich muss halten. Welche Verhaltensweisen, welche Sprachen, die du redest, welche Gesten, welche Erwartungen an dich. Und dafür, was darfst du anlegen? Was ruft Gott dir heute zu? Die Eigenheiten, die Gott in dich gelegt hat, die bewirken Autorität. Und wie gesagt, wahrscheinlich hast du sie gelernt bei deinem persönlichen Schafhüten. In deinen Krisen, in deinen verborgenen Momenten. Vom Kämpfen mit den Gefahren. Von Angriffen nicht, Niederlagen. Ja, von da kommt deine Autorität. Und das ist das Beste, was du haben kannst. So wirst du Geschichte schreiben. Dem Ort, wo Gott dich eingepflanzt hat. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir für die fantastische Geschichte von dem Hirtenbub, wo uns jetzt bekannt ist als die berühmte Statue. Perfekt geschnitten. Es hat so roh angefangen. Und ich möchte dich bitten, dass du heute uns allen Toren öffnest. Und zwar so weit, dass sie übertönen, was wir mit unseren Augen sehen. In anderen Menschen um uns herum, aber auch in unserem eigenen Leben. Ich bete, dass du deine Stimme klar zeigst über uns, was du über uns denkst und was du über den Menschen, die du uns anvertraut hast, denkst. Dass wir nach deinem Wort handeln können. Ich bete, dass du uns Möglichkeiten schenkst, deine Stimme besser zu verstehen. Ich will dich auch segnen mit dem, wenn du heute da bist, sagst, ich höre Gott nicht. Ich bete darum, dass du Ort findest, wo du Platz hast, um vor Gott zu kommen, wo du Raum findest, in deinem Alltag vor Gott zu kommen. Und anfängst wahrnehmen, wie er deine Ohren trainieren kann oder eben dann auch deinen Blick prägen kann. Dann will ich beten, dass du uns lehrst und formst in den Niederungen von unserem Alltag.
Dort, wo wir es so satt haben manchmal. Dort, wo wir uns so allein fühlen, weil es niemand sieht. Ich will dich segnen, dass du dort drinnen kannst sehen, wie Gott dich formt, wenn er dich ausrüstet, wenn er dich zuschneidet, wenn er dich sogar einen riesen Einfluss lässt. Und dann bete ich für offene Augen, für unsere Rüstungen, für die Sachen, die du uns zugemutet hast. Ich bete für Erkenntnis über einzelne Leben, Begabungen zu entdecken, die im Moment noch verborgen schlummern, dass sie sichtbar werden können. Ich bete aber auch für den Mut, um einfach in diesen einfachen Sachen anfangen, einen Schritt zu machen. Das Unspektakuläre zu feiern, weil dann wird es so spektakulär. Und ich möchte heute besonders auch für Menschen beten, die ihre Grundberufung noch finden dürfen, nämlich, dass sie in eine Beziehung mit dir kommen, Jesus Christus. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute irgendwo das zuhörst oder mitverfolgst, wenn du sagst, ja, eigentlich habe ich dieser Frage von Gott, folge mir nach, gar nicht geantwortet, dann möchte ich dich heute einladen, dass du einschlagen kannst. Wenn du den Ruf hörst, innerlich in dir rein, merkst, dein Leben solltest du ausrichten an Gott und seinen Maßstäben. Dein Leben Jesus anvertrauen. Dann halt nicht zurück, sondern schlag heute ein. Mach das mit einem einfachen Gebet vom Bekenntnis. Und ich will dich segnen in diesem Moment mit Mut und Kraft, um das einlaufen. Amen.